Oh, Toni, ich habe dich ja gern, mein Mann, aber also, hei, bist du ein Chaot, du. So ein Chaot, du. Ja, und also putzen ist also auch nicht gerade seine Stärke. Buongiorno, bella donna. Grüezi. Nur nicht so schön, komm. Ich bin ein Freund von deinem Mann, der Toni. Ah, von meinem Mann. Also der Toni, der ist heute gar nicht da. Er ist auf der Bank und versucht, einen Kredit aufzunehmen, weil es geht uns nicht so gut. Wir haben ein bisschen harte Zeiten. Ich weiß. Ich will da nicht zu deinem Mann. Ich will zu dir, mi amor Mariella. Du kennst meinen Namen? Sì, natürlich. Ich kenne viele Leute. Und was wollen Sie genau von mir? Die Frage ist nicht, was will ich von dir, was willst du von mir? Ich? Von Ihnen? Sì, ich habe gehört, der Stand von Toni Maroni läuft nicht so gut. Ja, da haben Sie leider recht gehört. Mein armer Toni versucht zwar alles, aber es kommt einfach zu wenig rein. Ja, muss ja nicht so bleiben, oder? Wie meinen Sie jetzt das? Ja, mit ein bisschen Geld von den guten Freunden zum Beispiel kann man wieder machen, dass läuft, da der Stand Toni Maroni. Von einem Freund? Wie Ihnen? Zum Beispiel. Okay. Ja, so. Hätten Sie dann Geld? Ja, Geld ist ja nicht meine Probleme. Geld ist ja nicht meine Probleme. Aha, das würde ich ja mal können sagen, du. Ja, es wäre schon schön, so ein kleines Pölsterli für den Toni. Mit ein bisschen Geld. Hat so viele Ideen. Aber also, das würden Sie uns einfach so geben. Einfach nicht. Ja, habe ich doch gewusst, das hat einen Haken. Das wäre zu schön gewesen. Ah, Mariella, du weißt, nichts im Leben ist ganz gratis. Aber ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Also ein Geschäft. Ja. Sie geben mir Geld. Und was mache ich dann? Mariella, ich habe es sofort gesehen, du bist nicht nur bella, du bist auch intelligente. Du musst nicht viel machen, nur mal ab und zu für mich ein bisschen Backeli verteilen. Mach ein Geschenk für Freunde. Du weißt, alle Leute haben gerne Geschenke. Ja, das stimmt. Aber was ist denn in diesen Päckchen drin? Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Also einfach ab und zu so ein Päckchen verteilen. So selten mal. Ja, das wäre eigentlich keine grosse Sache, oder? So kleine Hilfe unter Freunden. Ja. Da muss Toni nichts sagen. Das ist eine Überraschung. Du weißt, eine Hand wäscht die andere. Ja, das finde ich jetzt aber ein bisschen speziell. Hör zu, Mariella. Das ist eine große Chance für dich und deine Mann. Müssen sich nie mehr Sorgen machen über Geld. Ja, das wäre schon schön, ja. Aber also, ich weiß jetzt einfach nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hör, Mariella, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit zum Studieren. Aber nicht reden mit den anderen Leuten. Dann komme ich wieder. Aber Klappe zu. Hai capito? Also, arrivederci. Bis bald. Es wäre schon zu schön. Es wäre schon zu schön, ich könnte dem Toni helfen. Meine Güte, was hat der Freude gehabt? An dem Stand und dann noch in Zürich an der Bahnhofstrasse. Und er ist aufgeblüht wie schon lange nicht mehr. Ich habe ihn gar nicht mehr gekannt. Aber stopp, Mariella, was überleist er überhaupt? Was war das für ein Mafiosi gewesen? Und ich will ja gar nicht wissen, was in diesen Päckchen drin hat. Nein, also komm, hör auf. Es ist immer die Frage, wie weit geht man für seine Träume? Nein. Stopp. Du musst gar nicht mehr darüber nachdenken, Mariella. Stopp.
Ja, wie weit gehen wir für unsere Träume? Oder wie weit ist der Toni bereit zu gehen? Das ist jetzt da hart auf die Probe gestellt worden. Wir sind in der Serie Drehmoment drin und in dieser Serie orientieren wir uns am Lebensbild von Josef und schauen seine Hochs und Tiefs im Leben an, beschäftigen uns mit denen. Oder man könnte auch sagen, die Hochs und Tiefs, die sind so quasi Drehmomente im Leben von Josef. Das sind so Momente, wo sich's drüllt in seinem Leben. Und wir haben schon ein paar von denen angeschaut. Wir haben zum Beispiel den Drehmoment 1 gehabt, wo der Josef den Mantel von seinem Vater bekommen hat, wo er der Lieblingssohn vom Vater war, wo er Träume hatte, nämlich, dass sich die ganze Familie mal wird vor ihm verbeugen. Ich kann sagen, das war so ein Moment, wo von der Josef natürlich, da geht es aufwärts, wo er sich gesehen hat mit diesen Träumen, mit dem Mantel als Lieblingssohn. Dann haben wir den zweiten Drehmoment gehabt, wo der Hass der Brüder eskaliert ist und sich drüllt hat und alles durchabgegangen ist, wo er verkauft worden ist, als Sklave auf Ägypten, verschleppt weit weg von seiner Familie. Und wir haben angeschaut, anhand von dem, wie man mit platzten Träumen umgehen, wie man dort einen guten Umgang damit finden können. Wir haben aber auch gesehen, dass es dann wieder aufwärts gegangen ist. Wir sehen das, wo er als Sklave zum Potiphar gekommen ist, dass es so langsam wieder aufwärts gegangen ist. Wir lesen im 1. Mose 39, Vers 2, wo es heisst, der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Es ist ein bisschen aufgegangen. Der Potiphar hat am Josef vertraut. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Alles gelang. Und dann im Vers 5, von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Also der Josef hat das Beste gemacht aus der Situation. Karriere als Sklave, aber immerhin in dieser Situation, wo er drin war, ist das Beste daraus gemacht. Und wir lesen, dass dem Potiphar sein Vertrauen gewachsen ist. Und dann kommt nochmal so ein Drehmoment im Leben von Josef. Und wir lesen die Geschichte ein bisschen genauer und schauen die heute ein bisschen mehr an. Nämlich im 1. Mose 39, Verse 6 bis 12. Es heisst dort, Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Und dann heißt, Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Ich glaube, uns ist allen klar, oder? Das ist so ein Drehmoment im Leben von Josef. Ein wichtiger, ein entscheidender Moment. Sein Leben hat sich zum Besseren gewendet. Er war beim Potiphar hoch im Ansehen, er hat ihm vertraut. Und dann hat er noch nicht nur das Vertrauen von Potiphar gewonnen, sondern auch die Bewunderung von seiner Frau. Und sie hat ihn unbedingt verführen. Und es ist für einen Sklaven eigentlich keine einfache Situation gewesen. Weil er hat ja ihr ein Stück weit ein bisschen folgen müssen. Aber er hat sich richtig verhalten. Er ist nicht darauf eingegangen. Er hat Charakter bewiesen in dieser Situation, ist stark geblieben. Und das, obwohl es in dieser damaligen Zeit wahrscheinlich oft üblich war, dass reiche Frauen sich ab und zu mit einem Sklaven vergnügt haben.
Er macht eigentlich alles richtig. Aber wie endet die Sache? Sie bezichtigt ihn, nachdem er da geflochten ist und sein Kleidungsstück bei ihr lassen hat, bezichtigt sie ihn, dass er sie vergewaltigt hat. Sie lügt, sie erzählt, sie macht ein grosses Unrecht. Und der Potiphar muss sich entscheiden, wem er glaubt. Und natürlich glaubt er seiner Frau. Und der Josef landet im Gefängnis. Das Momentum oder der Drehmoment in seinem Leben war anders gewesen, als man es eigentlich vermuten würde. Obwohl er alles gemacht hat, was richtig ist es für ihn schlecht herausgekommen. Und wir möchten heute ein bisschen die Geschichte ein bisschen genauer beleuchten und anschauen, was wir aus dem heraus lernen können. Wir machen das heute auch noch so ein bisschen interaktiv. Wir haben so ein Padlet und ihr müsst mir da ein bisschen helfen mit dem Predigen. Das heisst, ihr könnt euch das Handy führen, wenn ihr es dabei habt. Wenn ihr daheim seid, bitte, dann schaut doch, dass ihr auch das Handy oder irgendwie den Browser oder so offen habt. Kannst du den Slide einblenden mit der URL. Ich möchte zuerst ein bisschen über Versuchungen reden. Und dass ihr mir ein bisschen helfen könnt, um es einfacher zu machen, wäre ich froh, wenn ihr da den QR-Code scannen könnt oder eben ihr könnt auch die URL eingeben, dann kommt ihr auf das Padlet und dort einfach alles reinschreiben, was ihr kennt an Versuchungen. Das kann sein, was euch wirklich betrifft, das können Sachen sein, die ihr einfach gerade kennt. Und keine Angst, es ist absolut anonym. Also es ist, ihr dürft wirklich auch persönlich sein und es ist, niemand kann da irgendwelche Rückschlüsse nehmen. Aber helfen mir ein bisschen damit. In der Zwischenzeit, wenn ihr das macht, könnt ihr voll dran sein. Ihr könnt auch übrigens auch mehrere schreiben. Was ist die Definition von einer Versuchung? Ich bin mal auf Wikipedia nachschauen. Und dort heißt es, eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw. verboten ist. Vielleicht kannst du nachher die URL nochmal einblenden. Also die Definition, die impliziert eigentlich bereits, dass eine Versuchung eigentlich nichts Gutes ist. Dass sie etwas reizvoll erscheinen lässt, was aber eigentlich nicht richtig ist. Und wir eigentlich wissen, dass es nicht richtig ist. Wir können mal einen ersten Blick aufs Padlet schauen, ob da schon ein paar gekommen sind. Ja, schau jetzt da bestens. Vielleicht kann man noch ein bisschen reinzoomen, dass wir es besser lesen können. Serien schauen, Schoki, seine grössten Schwächen angeben. Schoki kommt gerade mehrmals, Serien auch, Shoppen, Frauen, Facebook, Alkohol, Macht, Gamen, Sexualität, schlecht über andere reden, Essen, Netflix, Wudoku, ist das irgendein Spiel, Schoki-Joghurt, Kleider. Da haben wir ganz viele Sachen. So gut. Eben, ich habe da eigentlich gar nicht viel mehr. Sich ungerechtmäßig bereichern, Stichwort Steuern, oder? Es sind jetzt viele Laden Steuern ausfüllen. Dort ist das manchmal auch Versuchung, dass man da etwas beschönigt. Eine Versuchung von mir ist am Morgen im Bett liegen bleiben. Die ist immer gross. Oder der Wecker einfach nochmal Snooze drücken. Cool, was da alles zusammenkommt, Körperkult. Pornografie ist auch noch etwas, das ist jetzt glaube ich nicht gekommen, oder? Das wäre auch noch so ein Klassiker. Genau. Auf Wikipedia hat es noch eine Ergänzung, was heißt: Im Christentum ist Versuchung der Anreiz, eine Sünde zu begehen. Als Kern aller Versuchung gilt das Beiseiteschieben von Gottes Geboten. Also anders ausgedrückt, und ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut. Versuchung ist in den allermeisten Fällen, nicht in allen, aber in den allermeisten Fällen mit Sünde verbunden. Nämlich damit, dass wir angereizt werden, etwas zu tun, wo nicht Gottes Wille für uns entspricht, wo nicht in seinem Plan ist. Oder ich sage jetzt mal die schwerwiegenden oder die anderen, die kleineren Versuchungen wie Schoki und so weiter, das ist manchmal etwas zu tun, wo uns nicht gut tut. Jetzt der Josef erlebt so eine Situation, wo er, kann sagen, wirklich fast aufs Äußerste versucht wird. Oder? Er steht, sie hat es jeden Tag versucht und hat dann gerade in einem guten Moment geschnappt und er hat es geschafft, dieser Versuchung widerstehen und Nein zu sagen. Er reißt sich los.
er weiß, was Gottes Willen entspricht und handelt dementsprechend, auch wenn es vielleicht nicht einfach war für ihn. Und was passiert? Wir haben es gelesen, er landet im Gefängnis. Also der Drehmoment in seinem Leben ist absolut in die falsche Richtung gegangen bei ihm. Er ist weggesperrt worden. All das, was er sich aufgebaut hat, ehrlich und wahrscheinlich hart verdient, dass er das Vertrauen von Potiphar gewonnen hat, ist alles wieder futsch. Eigentlich eine absolute Ungerechtigkeit. Und eigentlich nochmal ein Tiefschlag, nachdem er von seinen Brüdern schon verraten worden ist. Und da kann man sich ja auch ein bisschen fragen, ja, lohnt sich denn das überhaupt, Gott nachzufolgen? Der Josef, lohnt sich das? Kommen wir nicht einfach zu kurz? Und das ist eine uralte Frage. Und ich sage grundsätzlich auch eine ganz berechtigte Frage. Sieht es nicht manchmal so aus, als würde es den Menschen, die sich nicht um das kümmern und die sich nicht um Gottes Gebot kümmern, geht es denen nicht fast besser? Vielleicht kennst du die Frage, vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Auch der Asaf, ein Worship-Leiter von David, dem ist es so gegangen, er hat das in einem Psalm verarbeitet, hat dort geschrieben im Psalm 73, Vers 12 bis 13, heißt: Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Also da geht es um die Leute, die sich eben nicht um Gottes Gebot kümmern. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Vielleicht fragst du dich das manchmal auch. Ob du etwas falsch machst in der Jesus-Nachfolge. Immer schön brav, dich an alles gehalten und irgendwo hast du das Gefühl, kommt nie etwas zurück. Lohnt sich das überhaupt? Gerade unter Jugendlichen ist das auch oft ein Thema. Also die Frage, soll ich wirklich auf alles verzichten, wo ich eigentlich weiß oder wo ich gehört habe, dass es nicht gut ist? Komme ich dann nicht zu kurz, wenn doch alle anderen Alkohol trinken, Sex haben vor der Ehe oder im Erwachsenenalter ist es dann häufig außerhalb der Ehe? Soll ich wirklich ehrlich sein und mir dadurch einen Nachteil einhandeln, wenn es alle anderen nicht sind? Und das ist bis heute, oder? Immer wieder. Auch im Erwachsenenalter. Ehrlichkeit gegenüber Kunden, gegenüber Mitarbeitern vielleicht, dem Chef. Unseren Umgang mit Alkohol. Ich habe es vorher gesagt, Ausfüllen von der Steuererklärung. Probiere es einfach mal und schaue, ob sie es merken. Und ich glaube vor allem dort, wo Versuchungen auf den ersten Blick nicht jetzt die grossen, schlimmen Konsequenzen haben, sind wir immer wieder in der Gefahr. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, alle anderen machen es doch auch. Wieso soll jetzt ausgerechnet ich das nicht machen und mir so ein Stück weit einen Nachteil einheimsen? Oder manchmal haben wir sogar noch irgendeine gute Begründung und sagen, ja, eigentlich möchte ich ja etwas Gutes damit machen. Ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, ich fahre zu schnell, weil ich sonst zu spät komme und ich rechtfertige es damit, ich möchte nicht, dass die andere Person auf mich warten muss. Darum nehme ich es jetzt nicht so genau mit der Geschwindigkeit. Ich habe mich die letzten 2 Wochen ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und einfach mal drauf. Also wenn du dann ja selber so Predigt hast, oder, dann sagst du so, okay, das ist jetzt nicht das Thema, wo ich gerade drin möchte, jedes Mal wieder umkehren. Und dann achtest du viel mehr drauf und du merkst plötzlich, wie viel kleinere Versuchungen oder eben, ich sage jetzt mal kleinere Versuchungen, vielleicht auch Gelegenheiten für Sünde, in unserem Alltag immer wieder auf uns lauern. Wie schnell, ich habe mich so oft ertappt, wenn ich plötzlich irgendwo mit einem Gedankenspiel irgendwo einen faulen Kompromiss einzugehen. Das kann sein in Bezug auf Corona-Massnahmen, Masken anlegen, nicht annehmen, wie viele Leute dass wir zusammen sind, eben Geschwindigkeit beim Autofahren ist ein Thema, WhatsApp schreiben, plötzlich vielleicht sogar während dem Autofahren oder einfach kleine Unwahrheiten gegenüber Mitmenschen. So schnell sind wir versucht, diesen Sachen nachzugeben. Und man kann sich ja wirklich fragen, lohnt sich denn das, wenn man so eine Geschichte wie beim Josef sieht, oder sind wir da nicht einfach viel zu streng mit uns selber? Und vielleicht findest du das auch, oder, wenn man das so von dem redet und sagst, ja, jetzt übertreibst du es ein bisschen, Joni. Es hat ja wirklich das meiste nicht echt keine wirkliche Konsequenzen. Und ja, vielleicht hat vieles auf den ersten Moment nicht direkte Konsequenzen. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer graben und es geht nicht einfach nur um die einzelnen Sachen. Und ich habe da so einen
Drehmoment-Schlüssel nennt sich das, passt oder, zum Thema Drehmoment. Kennt vielleicht die einen, haben ihr auch schon in der Hand gehabt, die braucht man vor allem, wenn man Pneu wechselt beim Auto und nachher muss die Schraube anziehen. Und da kann man so das optimale Drehmoment, oder, das ist die physikalische Größe für Kraft, für den Druck, der auf die Schraube presst, einstellen. Und das braucht man, weil es bei den Schrauben beim Auto so ist, die musst du genug fest anziehen. Aber zu fest ist auch nicht mehr gut, weil dann könnte irgendwann die Schraube kaputt gehen, das Gewinde könnte kaputt gehen. Wenn er vielleicht, jetzt beim Auto bringen jetzt die meisten wahrscheinlich nicht an, aber vielleicht haben das noch jemand anders schon mal geschafft, dass sie einen Schraubkopf abgebrochen haben, weil er zu fest gedrückt haben. Und wenn du es zu wenig machst, dann ist die Gefahr, dass sich die Schraube irgendwann löst. Und das ist auch etwas, was wir eher nicht wollen oder in unserem Leben. Und mit dem Drehmomentschlüssel, wenn du das Drehmoment einstellst, kannst du so quasi das Optimum einstellen. Der richtige Druck, so dass die Schraube hebt und fest angezogen ist. Und ich glaube, genau so weiss eigentlich Gott, was das Optimum ist für unser Leben. Wo das etwas zu viel ist, wo das etwas zu wenig ist. Und klar, wenn wir die Schraube zum Beispiel anschauen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn wir mal ein bisschen zu fest oder ein bisschen zu wenig anziehen. Es wird dann schwierig, wenn wir es immer wieder machen. Wenn wir immer wieder, ich tue es mal da an, nachgehen. Weil wenn mir das immer wieder passiert, und das ist das Problem von der ganzen Sache, dass es meistens immer wieder passiert, dann entwickeln wir einen ungesunden Appetit. Oder vielleicht kann man auch sagen, wir starten das Feuer, wo wir plötzlich irgendwann nicht mehr kontrollieren können oder wir geraten in einen Strudel rein, wo uns immer tiefer nimmt. Was wir einmal gemacht haben, ist die Chance groß, dass wir es wieder machen. Es hat ja beim letzten Mal funktioniert. Und dann kann es sein, dass wir sagen, ja, beim letzten Mal hat es so gut funktioniert, komm, ich kann auch noch mal ein bisschen weitergehen. Ich habe es ja im Griff. Und wir probieren so weiter, bis es irgendwann eben zu viel ist. Und der ungesunde Appetit, der startet, wenn wir die Bibel anschauen, eben nicht erst in der Tat, sondern der startet in unseren Gedanken. Wir lesen an verschiedensten Stellen, wie Sünde im Gedanken anfängt, Gedanken zur Tat werden und die Taten irgendwann Konsequenzen haben. Es war eine klare Aussage von Jesus. Nicht erst bei der Tat sind wir zu weit gegangen, sondern es fängt in den Gedanken schon an. Matthäus 5,27 in der Bergpredigt, wo Jesus eine krasse Aussage macht. Und er sagt, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Ich glaube nicht, dass Jesus das Wort wörtlich meint, sonst würde es schlecht aussehen um unsere Sicht. Aber was er damit, glaube ich, möchte sagen ist, hey, es braucht null Toleranz, wenn es um das Thema geht. Und es geht darum, das nicht zu tolerieren. Nicht einfach mit dem Gedanken zu spielen. Nicht das einfach auf sich beruhen lassen. Und das aus gutem Grund, oder? Die Konsequenz von Sünde, die Konsequenz, wenn wir so Versuchungen nachgehen, ist meistens noch mehr Sünde. Meistens eben zum einen wiederholen wir es, oder dann zieht es andere Sünden nach sich, um es zu vertuschen, damit es niemand merkt. Plötzlich musst du lügen, um nicht verwünscht zu werden. Und oder du fängst es an, irgendwo zu tolerieren und es schleicht sich so ins Leben und du fängst an, plötzlich wie zwei verschiedene Leben zu leben. Ich habe das in der eigenen Familie erlebt, wie Sünde zu immer mehr Sünde führt. Und was schlussendlich schlecht rausgekommen ist und eben irgendwo als Licht gekommen ist. Das ist etwas, was du in so vielen Gelegenheiten passieren siehst, auch in den meisten Serien, die wir schauen. Es fängt immer irgendwo an, ein kleines Nachgeben und das zieht den Rattenschwanz nach sich. Es geht weiter und weiter und weiter und der Schlamassel wird immer grösser. Und ich glaube, in dem hinein ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es nicht nur um uns selber geht, sondern auch um das, was wir unseren Kindern und unserem Umfeld vorleben und weitergeben. Nicht nur im Sichtbaren, sondern auch im Unsichtbaren. Es hat immer Konsequenzen, direkt oder indirekt, auf deine Ehe, auf deine Familie, deine Kinder, auf dich.
deine Arbeit, deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Wenn es für dich okay ist, ab und zu zu beschissen, dann gibt es andere, die das sehen, die das vielleicht mitbekommen und die dann finden, dann ist es für mich vielleicht auch okay. Und das etwas ist, was du deinen Kindern vorlebst, dann werden sie kein Problem damit haben, um das auch zu machen. Der John Wesley es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt: "What one generation tolerates, the next generation will embrace." Also was eine Generation toleriert, wird die nächste Generation umarmen. Es wird für sie normal sein. Der Josef hat richtig gehandelt, die Konsequenzen sind trotzdem für ihn schlecht gewesen. Aber was wäre passiert, wenn er vielleicht nachgegeben hätte? Vielleicht wäre es eine Weile lang gut gegangen. Aber irgendwo hätte er wahrscheinlich anfangen müssen zu lügen. Wahrscheinlich immer öfters. Gegenüber den anderen Hausangestellten und schlussendlich gegenüber dem Potiphar. Und irgendjemand hätte ihn mit Sicherheit verpfiffen. Und ob er dann nur im Gefängnis gelandet wäre oder ob er dann nicht gerade hingerichtet worden ist, wissen wir nicht. Aber der Punkt ist, wir ziehen immer schlussendlich den Kürzer. Vielleicht hast du das selber schon mal erlebt, was für Folgen das Nachgeben von so Versuchungen kann haben. Bei dir selber, vielleicht in deinem Umfeld, in deiner Familie. Vielleicht wird dir jetzt auch gerade bewusst noch, wo du tatsächlich in so einer Gefahr drin stehst. Der Punkt ist, dass wenn wir anfangen, diesen Versuchungen nachzugehen in unserem Leben, dann kann es schlussendlich dazu führen, dass der Lebenstraum, wo Gott uns gegeben hat, dass wir den zerstören. Zu vielen Menschen ist das schon passiert. Immer wieder liest man auch von christlichen Leitern, die bekannt sind, die irgendwo im Umgang mit Sex, mit Macht, mit Geld angefangen haben, der Versuchung nachzugeben und was irgendwann eingeholt hat und was nicht mehr gut rausgekommen ist. Und es fängt immer im Kleinen an. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht einfach leichtfertig über das Thema darüber weggehen. Es ist aber auch wichtig, wenn wir über das reden, es geht mir nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Auch vielleicht, wenn du merkst, dass du in einer Situation bist, wo du mitten in dem drin steckst, vielleicht auch schon das Gefühl hast, du hast deinen Lebenstraum zerstört, dann gibt es trotzdem gute Nachricht und die ist genauso wichtig, nämlich, dass Gottes Gnade grösser ist als unsere Fehler. Jesus fordert die Menschen immer wieder wir sollen umkehren. In gewissen Bibelübersetzungen heisst das, Buße zu tun. Aber im Griechischen die Bedeutung davon ist eigentlich einzig und allein, wir sollen umkehren. Wenn wir falsch gehandelt haben, wenn wir diesen Versuchungen nachgegeben haben, was Jesus sagt, ist dann kehr um. Lauf nicht mehr weiter in die Richtung, sondern kehr um und lauf auf ihn zu. Und Gott vergibt dir, selbst wenn du im grössten Strudel irgendwo drin steckst. Es gibt so viele Beispiele. Jesus und die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Er verurteilt sie nicht, aber er sagt ihr, gang und mach's nicht mehr. Kehr um. Und wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir umkehren, dann darfst du wissen, dass Gott dir vergeben hat. Dass es vergeben ist und vorbei ist. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn Versuchung in unserem Leben kommt, dass wir es wie der Josef machen, dass wir Nein sagen und wenn es schlimm wird, sogar rennen. Und ich glaube, noch besser ist, wenn wir schauen, dass wir gar nicht in die Situation hineinkommen, wo die Versuchung plötzlich so stark wird, dass wir rennen müssten oder dass wir irgendwo eine schwierige Entscheidung treffen müssten. Dass wir uns schützen. Dass wir uns vielleicht auch sogar Sicherheiten aufbauen, dass wir mit Menschen darüber reden, was unsere Versuchungen sind, damit sie uns helfen können. Und dass wir nicht in Gedanken mit diesen Versuchungen spielen, dass wir dort schon anfangen, sie bekämpfen und sagen, nein, das sind nicht Gedanken, die ich möchte haben, das sind nicht Gedanken, die ich weiter spinne. Vielleicht können wir manchmal nichts für den ersten Gedanken, aber wir können etwas dafür, wenn wir immer weiter an etwas hängen bleiben und weiterdenken. Jetzt haben wir viel über Versuchung und Gefahr von der Versuchung geredet. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen auf den zweiten Punkt kommen, dass, ja, lohnt es sich denn?
lohnt es sich dann in all diesen Sachen treu sein und dranbleiben. Und ich glaube, ein bisschen ist es schon klar, oder? Aus den Konsequenzen, die es hat, wenn wir dem nachgehen. Und ich möchte das nochmal betonen, ja, es lohnt sich. Und ich möchte nochmal einen anderen Aspekt beleuchten von dem. Weil ich glaube, die Versuchungen sind nicht einfach nur eine Falle, wo uns der Teufel stellt, um uns irgendwo zu verwutschen und zu Fall bringen. Ich möchte noch ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen. Ich glaube, Versuchungen sind so Drehmomente in unserem Leben. Sie sind so Momente in unserem Leben, wo sich etwas drüllen kann und wo wir entscheiden, in welche Richtung dass es sich drüllt. Weil sie sind Momente, wo Gott die Chance hat, an deinem Charakter zu schrauben, ihn zu stärken. Mit dem Bild vom Drehmomentschlüssel, den anzuziehen auf die richtige Stärke. Und jeder so Moment ist ein Drehmoment, wo du entscheidest, in welche Richtung dass es mit deinem Charakter geht. Schauen wir den Josef an. Der Josef in dem Moment, wo er seinen Traum hatte als junger Bursch. Wie würde man seinen Charakter in dem Moment beschreiben? Arrogant, vielleicht ein bisschen überheblich, verwöhnt, ziemlich sicher, vielleicht auch ein bisschen herrschsüchtig. Ich weiß nicht, ob der Josef ein guter Herrscher über seine Familie gewesen wäre. Ob das gut gekommen wäre, wenn sich seine Familie in dem Moment hätte vor ihm verbeugen müssen. Ich weiß auch nicht, wie der Josef reagiert hätte, wenn Potiphar seine Frau gekommen wäre. Ob der Josef auch Nein gesagt hätte. Aber der Josef, den wir erleben, im Moment dieser Versuchung, ist ein anderer Josef. Sein Charakter, den er dort zeigt, ist integer, er ist treu, er ist vertrauenswürdig, er ist verlässlich. Und im Moment dieser Versuchung hat er müssen entscheiden, in welche Richtung geht es weiter mit seinem Charakter. Geht sein Charakter in die Richtung weiter oder geht sein Charakter in die Richtung weiter? Und Gott sei Dank war sein Charakter genug gefestigt, dass er sich so entscheiden konnte. Und auch wenn die Auswirkungen davon im ersten Moment nicht positiv waren, sind die Auswirkungen auf seinen Charakter so gewesen. Sein Charakter ist noch einmal stärker geworden. In dem hinein. Auf seinen Charakter hat es sich positiv ausgewirkt. Und ich glaube, das wäre etwas, was wir lernen können für uns. Anfangen, Versuchungen aus dieser Perspektive zu sehen. Als Drehmoment für unseren Charakter. Bei der nächsten Versuchung hebst du dir vielleicht den Pfeil vor Augen und sagst, in welche Richtung geht dein Charakter? Und mit jeder Versuchung, wo du Nein sagst, stellst du das Drehmoment von deinem Charakter ein Stückchen mehr in die richtige Richtung. Vielleicht können wir das Padlet nochmal schnell einblenden. Jedes Mal, wenn Krypto anklopft, jedes Mal, wenn es Sex vor der Ehe, Sexualität, Porno und so weiter, kannst du eine Entscheidung treffen, in welche Richtung dass es mit deinem Charakter geht. Und wie gesagt, es kann sein, dass es sich nicht immer auf den ersten Blick lohnt. Beim Josef war es auf den ersten Blick nicht so gewesen. Aber sein Charakter war mittlerweile so reif gewesen, dass er sich treu geblieben ist, dass er Gott treu geblieben ist. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott ist ihm auch treu geblieben. Im 1. Mose 39, Vers 21 bis 23 lesen wir, wie der Josef ins Gefängnis gekommen ist und was dort gegangen ist. Und es heißt, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Die Geschichte von Josef ist noch nicht fertig gewesen. Und ganz am Schluss, wissen wir das Ende, hat es sich doch noch
ausbezahlt. Schlussendlich hat der Josef vom Pharao mehr anvertraut bekommen, als ihm der Potiphar jemals hätte anvertrauen können. Und sein Traum, den er hatte, der prophetisch war, hat sich erfüllt. Obwohl es vielleicht nie ausgesehen hat, als würde sich das jemals noch erfüllen können. Der Weg dorthin war lang. Es hat weitere Rückschläge gegeben. Es hat weitere so Tests gegeben, auch für seinen Charakter. Aber am Ende hat es sich gelohnt, an Gott festzuheben. Auch der Asaf, wo wir es davon hatten, der Psalm 73 geschrieben hat schlussendlich eine ähnliche Erkenntnis gehabt. Wir lesen im Psalm 73, 17, dass er sagt: Schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, es ist um die Leute gegangen, wo es manchmal so aussieht, als hätten sie es besser, auch wenn sie nicht Gott folgen. Wie oft werden Personen, die vielleicht erfolgreich und angesehen sind, eine lange Zeit in ihrem Leben, gegen Ende von ihrem Leben, eingeholt von ein paar Abkürzungen, die sie genommen haben, von ein paar Versuchungen, die sie nicht widerstanden haben. Gerade in letzter Zeit ein paar bekannte Fälle in der christlichen Szene, auch jemand relativ Jungs, der mich schockiert hat, der für mich ein Vorbild war. Durch all diese Sachen zeigt sich einfach und ist so wichtig, dass wir das Ende in Sicht behalten und uns bewusst sind, das Leben ist mehr als nur ein Moment. Es ist länger als das Hier und Jetzt und der Weg mit Jesus, der ist nicht immer einfach, aber er ist und bleibt schlussendlich der Segensweg. Es gibt im Reich Gottes das Prinzip vom Säen und Ernten. Und der Weg vom Samenkorn, wo gesagt wird, das geht zuerst runter in die Erde. Dort stirbt es. Und dann wächst daraus aus eine Pflanze, die grösser ist und die Frucht bringt. Die etwas Wunderbares ist. Und ich möchte dir und auch mir selber zurufen, in all diesen Versuchungen das Ende in Sicht behalten. Uns immer wieder das Drehmoment für unseren Charakter vor Augen behalten und entscheiden, in welche Richtung dass es gehen soll. Lasst uns Menschen sein, die diese Versuchungen als ein Drehmoment nutzen, die die Chancen darin sehen, um Gott an unserem Charakter arbeiten zu lassen. Und das Kurzfristige, das wir manchmal sehen, in dem hinein durchschauen und im Kleinen treu bleiben und darauf vertrauen, dass das im Endeffekt der Segensweg ist. Vielleicht ist heute für dich der Zeitpunkt, um in dem hinein ehrlich anzuschauen. Auf deine Versuchungen. Vielleicht ist es der Zeitpunkt heute zum Umkehren und zu sagen, ich habe genug lang das toleriert in meinem Leben. Ich kehre jetzt um. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, mit jemandem über das zu reden. Ich glaube, heute kann so ein Drehmoment in deinem Leben sein, wenn du umkehrst. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist jetzt in der nächsten Zeit einfach an uns wirken kann, zu uns redet. Die da sind, bitte ich aufzustehen. Wenn ihr daheim sind, dann weiss auch nicht, vielleicht ist es auch drauf, auf die Knie zu gehen. Macht es, wie es für euch richtig ist. Jesus Christus, ich danke dir, dass deine Gnade so gross ist. Und dass du uns hilfst, dort umzukehren, wo wir in eine Richtung gelaufen sind, was nicht richtig ist. Und Jesus, du siehst die Drehmomente oder die Versuchungen, die immer wieder bei uns anklopfen. Und wir möchten es als so eine Chance sehen, um in diesem Moment uns für das Richtige zu entscheiden und durch diesen Moment durch unseren Charakter zu stärken. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du heute durch die Reihe gehst, bei jedem daheim, auch in der Stube bist oder wo wir auch immer sind und zu uns redest. Uns aufzeigst, was dran ist zum Umkehren. Zum Buß tun und auf dich zulaufen. Zum ehrlich sein mit uns selber. Vielleicht auch mit anderen.
Ich lade dich ein, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest, jetzt auch in der nächsten Zeit.